Weet je nog wat we gezongen hebben? Wunderbare Lieder. Ich möchte nochmal eine Lieder treten. Das denn? Salle? Da. Nummer 12. Wenn je wel met lezen? Ik vind plus fan. En dat vind je leid dat we dit naar metlied is. En geduld is. Wat weet? Veel beter als een voordat dat kan. En ik mocht ons uitmaken. Ik krijg dit meteen met vloeg, van vloeg naar zee. We komen daar allemaal wel dat Spannungen an mich selbst, dat draaien. En ze zei feit, maar ze of manchmal als ihm ze wel, ich muss einen Monat warten. Ich war da von der Sache reden, wo wir nicht ganz noch kommen. Und was uns anreden. Und was das erst neidig, dass wir da wieder machen. Und ich dachte, das ist bloß ein feines Leid, die Zeit, wie dem feinen Leid. Gott ist geduldig. Gott ist barmherzig, mitleidend. Veel beter als wie voor dat staat kennen. En dan dat leidt bij nummer 12. Want de dag niet uit de lijn rand. En de lood wordt zeer zwaar. Komen waltje, die bedaatje, dat bedretje. En die tronen wascht ze goed. En daar kom je zo'n beeld. Wie als vaders, als moeders, als mamas. Je krijgt tronen waschen. En dat ken je wel wat. Dat wijst we begrenzt wie zijn. Wir sind gerade mit anderen beschäftigt, mit einer Lot, mit einem Schwierigkeit. Und manchmal verletzt sich Kinder dadurch, manchmal verletzt der Ehepartner dadurch. Wir kommen hier alles noch, es trägt und es ist schwer. Und ich möchte uns mitmachen, dann auf die Jung passt, oder alt, oder Mädel alt, oder Mädel jung. Diese Sache erlebe ich in der Familie. Und wenn wir nu wieder machen mit Leben auf dem Wasch vom Sehen, dann dachte ich, das ist bloß ein Fan, dass wir uns das selbst singen und auch eine Gott singen und sagen, wie Menschen sind so begrenzt. Und wir machen Fehler. Und dass wir auf den Tau, wenn wir nicht nur kommen, selbst wo wir bedreigt sind, sollen dann noch Kinder oder Ehepartner auch helfen, Taubstunden Verwasch machen. Und das ist nicht einfach. Ja. Und weil wir das mit den Gedanken auch behouden, wenn wir nu wieder gehen im Sehen leben. En ik mag nogmaals dafür beten, dat Gott uns mocht leiden, dat we het richtig verstehen, moed schappen, Nederland deze tijd, Nederland deze Welt, en voor Gott leven. Gott danke, dat we deze tijd hebben, noodentje, ons moed maken, onze grenzen zijn, onze schwache zijden zijn. En weet je, du bist stark, du bist veel meer, du bist, we kunnen het niet mal begrijpen, we hebben ook niet wieder. Nicht in Spanisch, nicht in Plattdeutsch, nicht in Hochdeutsch, nicht in Englisch. Das ist nicht wieder genug. Dann beschreiben wir, wie treu du bist, wie groß und wie geduldig und mitleidend. Danke dafür. Wenn wir nu davon dienen Wasch reden, den Wasch vom Sehen. Und wie manche Fluch, Belastungen, manche Sorge, manche Distanz in unserem Leben erlebt haben und dann auch mitschlappen. Und help uns, fertig zu kommen, so wie wir sind. Und die zu sagen, leid uns, red. Und wie sonst, wo wir können aufleihen, wo wir können das Tau nehmen, was wir leren zullen, omdat wir uns leben, und ja dienen Führung, ab dienen was, ihr stolz. Und wir danken dir, dass du uns helfen wirst. En Jesus Christus, danke für dein Blut, danke für dein Geist, danke für deine Vergebung und danke für den großen Plan, den du hast mit jeder Gemeinde, mit jeder Mensch und besonders mit Menschen, die wir uns taub tun für die. Du hast einen großen Plan, wie wollen je harsje, wie wollen fallen. Amen. Wir reden immer weiter vom Wasch vom Sehen. Ich dachte, bin vorbereitet daran, weil viele Mal haben wir al geredet von Sehen und von Fluch und alles. Und ich dachte, ein bisschen die Gedanken noch von, dass der Sehen, das ist ein Wasch. Ja? Gottes Sehen ist ein Wasch. Und dann fällt mir ab, dass das in der Bibel mehrere Stellen hat. Ich habe auf Spanisch geschrieben, La bendición de Dios es un camino. Und der Prophet redet davon. Und sagt Jesaja sagt, y habrá allí calzado y camino, será llamado camino de santidad. Ja? Das ist ein Wasch von einer Heiligung. Das ist ein heiliger Wasch. Und das ist ein reiner Wasch, was er sagt, zwei Stellen. Das ist ein Stich und ein Wasch.
En de was Gottes wat heette Helja was. En dan zegt de andere stad, en de chande den was van de vrede. Bij Jesaja een grote thema. We hadden die, waar je nog her zijn, nog mal den Vers, wat als Wasser Vers ist für hier. En de zegt allemaal wel, je chande den was van de vrede. En dat den was ziet je. En hier zegt hij dan niet. En er ist nicht mal Gerechtigkeit auf dem Wasch, oder ein Ehre Schritt praktisch gesagt, nicht auf ihrem Wasch, sondern Ehre Schritt sind nicht gerecht. Und sie machen sich, hier sagt es, wer das tortuosas. Und wer das ein Stier, das ist das von, was noch herkommt, wie Jeremia sagt, check nur den Wasch, und da hat es am einen schmalen Wasch, der uitgekleint ist von der Gott geharrscht. Und hier sagt er, wer das ein Stier, het zijn feitjes die, waar ze zich dit zelfs gemaakt en dat zijn ganz kramme wegen. Mensen die was van de Helligkeit niet kunnen. Dan valt Israël immer waar gezegd worden. En hij zegt, en wer immer op die kramme wegen jet, die chant de vrede niet. En we chanten zoveel momenten in ons leven van hoe niet vrede is. Hoe we met onszelf niet tevreden worden. Met anderen niet. En anderen met ons niet. En dat is helemaal dat wat we davon reden dat we op weg gaan, die ons trouble brengen, en we niet erkennen wat het is. En dan dat vers wat we al veel gebruikt hebben, God op je schritzingen, Jeremia 6:16, en check. En check, want de was is. En dat is niet allemaal leicht, en de troubles wat we erleben. Want is nu de zeens was, want is nu de helja was, want is nu de was die God kunnen wil. Met mij, dat den ik kunnen zal. En dat is het. En het schlimmste is, wanneer we zeggen, nou, we willen niet. En dat we bij Israël dat trouble. En zij zeiden, we willen niet. En dan dacht hij zo, als ik dit beeld maak, dan dacht hij zo, helemaal zei we al, wanneer we los kunnen zelen en waar zit je, zei we willen niet. Maar manchmal gaan we en we zijn je dan waar, God zegt, dit is het rechtje. En zei, nou, past mij vandaag niet, past mij niet in mijn leven, in mijn eigen, in mijn familie. Dat past mij niet met mijn ouderen, past mij niet met mijn kinderen, dan is alles af. Ik heb wat anders gepland. Ik heb wat rutschhuwen, dat wordt niet kunnen. In Israël was jahrhunderten zo stad. En wanneer we dat vandaag hier kennen van den ganze reden, wat de profeten hier gereed hebben, God gereed heeft. We kennen zo leicht in ons leven, dan zeggen oké, ik wil. Wie is mij den was? Ik zie bereid te gaan. De zegen God is als een was. En dan valt mij op dat als de eerste christen, die reden ook van dat. En die reden daarvan dat zij den was willen twee maken. Namelijk Saulus, dat is de vers van Apostelgeschichte 9, wo Saulus waar rijdt weer met een zadel, met een document, en kunnen de synagoge, de schuile, Judenschuile in Samaria, in Damascus voor, en door de christen vastnemen en hem feitnis nemen, dat uitmaken. En dan zegt hij, hadden die erlaubnis, man en vrouw, die op deze was weer vast te nemen en die naar Jeruzalem te brengen. En nog her zegt hij, dus hier wordt dit vers aan kapitel 16, en hij zegt, esta seguía a Paulo y a nosotros. Twee een vrouw en meisje, wat met Jesta bezeten werd, en de een Paulus en den ging aan, en zei, deze mannen verkondigen den was van de rading. Wat dat het was. En bij Apostelgeschichte 19, dat is een straat aan Ephesus, aan een gemeente. En daar heet het, en dan een grote tersenonda, dan een andere, het thema van deze was. Namelijk de was van geloof. En wieder in Apostelgeschichte 24, daar waar Paulus dan voor hem gerecht is. En hij zegt, ik bekend mij te deze was. Den de Juden een secte namen. En als Lothar, dus bij onze tijd, dat is al veel jaren terug, maar als Lothar eerst gekomen, dat we niet van gemeente, dat van Jezus zijn was, dat zijn leven, dat nog vallen, dat we dat niet als was namen. We namen ons Christen, we namen ons gemeente Christi en zo, maar als dan allemaal gebruikt worden, dan zegt dit is een was. En wanneer dan aan de weer Jezus staat, zegt hij zie de was. En hij zie de waarheid, en hij zie dat leven. En dat is de was naar God. En dat is de was van God naar ons. En dat is de gemeenschap. Wunderbare wieder. En in Römer 3 zegt hij,
Was er über den Sinn von den Menschen redet, sagt Paulus, das ist dann nur Jesus, nur Apostelgeschichte. Und er sagt dann, in der Chande, den war ich von der Frieden nicht. Und dann das auch von Jesaja und Jeremia. Und sagt, die Menschen sind in Sünd. Und das ist nicht einer gerecht. Das ist nicht einer abrechtigt. Und das ist nicht einer, den Gott sieht. Und die Chande, den war ich von der Frieden nicht. So viel zum Wasch. Das ist eine wichtige Sache, dass wir ein Bild machen uns von Jesus, nur weil es ein Wasch. Und wenn die zwei Wege gehen wirst, dann hast du Trouble. Ja. Wenn sie das hat, wirst du probieren mit Gott teilen und mit was anderes. Und dann wirst du den Wasch vom Sehen, von der Helligkeit, den heiligen Wasch verlieren. Dann hat wir das andere Wort Sehen, als Wort im Hebräischen Baruch. Das ist eigentlich der Gedanke von einem gouden Wasch oder een gouden reis, een erfalschvolle reis, oder een levenswasch met Fülle. Und da dachte ich an Johannes, Jesus sagt, als sie kommen, damit sie das Leben haben am Überfluss. Ja, voll ab, das wird ewig schillen. Und wo kann man den Sehen wiedergeben? Hat wie fehlt mal auch, das ist durch Kontakte, ja, durch Gestos, ich nenne das mal Umarmungen, bedienende Umarmungen. Und da beweegt mich dat het leid wat we zingen, ja, want wie als voordags, als middags, als ouderen, en nood zijn, bedreigd, ook zelfs hielen, wenn ze alle kämpfen. Ja, tjen umarmen, en ze iedereen umarmen. Fällt dan manchmal schwer, wenn ze het bijna alle durcheinander, en wie moeten we roe vinden. En dan was van de vrede gunnen. En dat is zo wichtig, dat we dat alle weten, jong en oud, dat je hebt momenten waar China voor mij tijd heeft. En ik moet een was vinden met dat hele bridgen, want mijn ouderen waren daar. Vrijgeschapt hebben, dat zeg je aan, en dan kunnen we wat vertalen. En dan mijn China was zich zeker afvallen, dan kunnen we wat vertalen. Het zijn allemaal momenten in ons mensen, dat is niet zoals bij God. Ja. God zet niet in de eigen hiel. Hij heeft dan niet tijd voor ons. Het is immer door. Immer tijd. Immer harsje. Alles bluft. Wat we in de armscheidje. Hij heeft het alles aangerecht, dat niet vergeet. Dat de wir daar, die we in de armscheidje en bidden, die gaan niet verloren. En in Offenbarung vinden we dat dan nog, dat de heilige en de älteste, vergaat die ganze Gebete am drehen. Het is als een reetje opvat, en dat wordt vergaat aan zijn gebeden. De gebeden van de heilige. Wat betekent dat? Het is een groot speciaal. Een groot discuturo. En God. Die alles behoudt. En het niks was. En die gebed, mijn gebed, aan zijn gebeden blijven daar en God antwoordt de rest tijd. En hij schaft ermee. So wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, aber dass wir weten, wir als Menschen machen Fehler. Und wir sind manchmal ein. Und wenn dann von uns wer wirklich ein Helfer, dann machen wir schon mal mit uns selbst schaffen. Und ja, ihr habt Zeit und manchmal auch ihr habt Verletzungen. Das andere ist, will man sehen, wie ihr habt gute Sachen reden. Ja? Gute Botschaft dem Nächsten geben, dem Nächsten sagen, und sie wieder auswählen, zum Sehen, zum Mut machen, zum Harmonen, zum Trastweisen, über ein Leben. Dann in de nächste Person wird verschätzt. De nächste Person ist wird. Ja, viel wird. Und jeder hat viel wird. Das keiner wird fallen als der andere. Und dann die Zukunft wird falsch achten oder auch bestätigen. Und in der nächsten Zeit, die in der Zukunft kann Sehen bringen. Die helpen, die in der Stadt, die für die beten, verlieren nicht den Mut. Kijk verder was. Und das andere ist een bewuste verantwoording van uit zijn schrie den zijn te vervolten. En mijn leven uit te rechten met dem zijn den ik schrie had. Plus hastig was het thema vloeg oder maldition. Wanneer Baruch zijn op was is oder een erfolgreich was, dan kan man zeggen vloeg oder belasting oder dat negatieve is hinderen oder nicht fähig machen, dat du verwacht kommst. En de Sache nicht gut machen kannst. Oder die hinderen, oder jemand hinderen, dat hij een tevredenen was heeft. En wanneer we dat met hem was, hem zehenswas vergelijken, dan zegt Jezus, wanneer je bij mij bent, dan kan je in China wat doen. Dat is zehen. En dat is waarheid. En dat is zekerheid. Maar we breken dat allemaal waar dat we ons zeggen. Dat je hebt hindernissen op deze wereld. En we moeten oppassen dat het niet. Dat we niet gehinderd worden in was en zeen te gaan. En ik mocht dus weer breken
tot de laatste als vloeg, dat negatief het kan ook bedienen. Bloos en deze wereld. Mijn nächsten. Niet stootje en een zenuw. Dan niet zijn. En we den gedanken nemen van, wo Paulus het zelf zegt, en wo David het al allemaal zegt, we zijn Sünder, we zijn die boeren, we zijn van Jugend op Sünder. Jesaja en Jeremia zeiden dat God van mensen is plus verstellig, last, falsch, kram. Wer wat dat erkennen, we willen daar met klaarkomen. En dat is dat God kan. God weet dat alle. En dat is dat zoals we zijn. En wanneer niet zeeën je gift wordt, dat van alleen allerhand trouble geven. Dus wij zijn wie Ruudje valt ons am zeeën bij en zegt je, wat is zeeën? Wat is dat wat God met mij verhaft, ook voor anderen? En dat ik dat uitleef. Zo wanneer we willen kunnen zeggen, vloeg is eigenlijk bloos tachelt. Mir heeft mal jemand gezegd, God brukt ons geen strofe. Hij brukt ons bloos tachelt. Dat alle twee. En ik dacht, dat heeft zich nog klarer als dat de strofe wel en dat hij ons zuzelen wel, dat moet schaderen, dat we moet wat begrijpen, dat ons strofe waren, wie niet je harsje. Eindelijk brukt God bloos in de hand terugdraaien. Dan als ik dat mal gehört habe, dass mir ein Bild geworden, das finden wir direkt in der Bibel. Und Gott sagt, ich will, wie viel Mal zum Falsch Israel, ich will meine Hand nicht zurücktragen, ich will ihn sehen, ich will ihn schützen, ich will meine Hand nicht zurücktragen. Viele Mal sagt er, ich habe meine Hand noch erhoben. Meine Hand ist noch hoch, für ihn. Aber wenn ich nicht umdrehe, ich will mich zurücktragen. Und dann wird der Strophe kommen, dann wird der Fluch kommen. Was immer war bei Gott, er hält erst und er will uns sehen. De valje van aanzien is dat Satan ons verzegt. Krijgt dat er. Dat beeld dat we van God hebben, namelijk in God die alles kan, en God die voor alle is, die ons raden kan, die ons vrij maken, die ons ermoenen dat, die ons opbuwen dat, die ons ook corrigeren dat, reinigen dat, en waar dat fresh beschijntje, dat fresh beleren, dat waswaschen, oude erzaten. Met God is hard te mij, vielleicht wat hij mij niet leven, wat met mij niet erg komen, ik wil niet met hem daar schuilen. Dan wordt dat mij strofen. En dan ons waarnemen van de zesere steden, wat we feitelijk hadden, familie, eigen, George, en dan onze arbeid, en dan ons land. En dan komen we niet meer, hebben we niet meer een stabiele stad. En we zijn op onbekendem land, en dan ons im land. En dan ons, dat wat God ons over wil, en al recht gemaakt heeft, want hij zegt, we waren veel over. En hij wordt ons alles geven, wat Jezus heeft, we zijn met over. En dat ons weichstellen, dat ons voet nemen. En Jezus spreekt dat aan zijn gelijkenissen, dat Satan komt ook dat woord Gottes voet nemen. En die dat niet im hart laat, dat blijft boven laat, uit am kop, dan steeds is dat voet. En ik neemt veel het weg. En wel ons bemeeën, den Segen, den Gott ja, werkelijk not te gaan. En wil den weg, zet den weg. Die Segen brengt, en wo du segnen kannst, andere Menschen. Ik mocht ons met een Versschritt, een Teilschritt forderen, dat is Römer Kapitel 6, wanneer je opslonen willen. Dat zijn drie bijzondere versen. Römer 6, 12, 13, wordt ook 14 gaan. En dat zijn bijzondere versen die mij uitvorderen allemaal waren. En ik mocht ons allen met de uitvorderen willen, niets van onze charpa en van onze goven, van alles wat we hebben, binnen en buiten. Niet één deel de zin brücken laten. Als Waffe, als Gereitschaft für die Angerechtigkeit. Und darum geht es hier bei Römer Kapitel 6, Vers 12. Da sagt er, und das soll nicht herrschen, oder Überhand nehmen, bei ihnen, nämlich die Sünde, an jenem stofflichen Körper, dass die Angerechtigkeit fallen dat, oder geherrschen dat. In Vers 13, en brengt jullie Glieder, oder nicht ein von den Gliedern, der Angerechtigkeit zur Verfügung für die Sünde. Sondern geeft jullie Gott an, als Menschen, das hier sagt, in Spanisch sagt, Dios como viviendo fuera de los muertos, buitenhalb van de dood. En dan geeft jullie Glieder an Gott, als Instrumenten für die Gerechtigkeit.
De Luther-Übersetzung sagt in Hochdeutsch, als Waffe, als Gereitschaft für die Gerechtigkeit. Und vorher sagt er, dass je nicht dann nicht die Sünde angeben, als Waffe für die Ungerechtigkeit. Also, dass wir abgefordert worden ans ganzen Körper, alles was wir sind, ist, wo der Heilige Geist bei uns wohnt, dat nichts von unseren Lieder, Teile von unserem Körper, von unserem Leben, die Ungerechtigkeit dienen. Und mir fällt das immer wieder ab, dass die Bibel das brückt, als dass endlich ein Kampf jene Gerechtigkeit, wie die Brücke Leute für Ungerechtigkeit. Das ist nicht bloß ein Leute mit was Schlechtes, oder irgendwas mit der Hand, oder irgendwas mit den Augen, oder mit dem Feld, oder mit dem Hort. Das ist jene die Gerechtigkeit. Und das ist eine Waffe. Das ist eine Flint. Und der bringt Schuld. Und er fordert uns ab, weil alles, was wir haben, dort die Brücke, dat vergat hier, de hand hier, dat de Waffe für die Gerechtigkeit gebraucht worden kann. Instrumentos de justicia. Nee, is een salto te veel. Entschuldigung. Das ist die ganze Gedanke von Sehen und dem Sehen sein und nicht von uns ansetzen für die Ansehen. Und ich möchte diese Gedanken noch gehen, mit dem Gedanken, dass wir selbst, wenn wir irgendwas von unserem Körper, von unserem Leben brauchen für Ungerechtigkeit, das stellt sich jen das Gute, was in uns ist, das Gute, was Gott verhaftet und das Gute, was wir uns selbst vergenommen haben. Mir hat das immer sehr viel, ich erlebe das vielmal, diese ganze Gedanke von, dass ich nicht will wird sein und dass es was Trouble wird, wenn ich mich ansetzen, wenn ich helfen will. Dass ich manchmal meine eigenen Gedanken, die fangen sich an zu entwickeln. Jen das Gute, was ich endlich verhabe. Oder jen das Gute, was andere mir anvertraut haben, was ich dann soll zum Beispiel predigen oder jemand helfen. Oder jemand was geben. Und da brauche ich dann meine Fähigkeiten. Meine Gedanken, zum jen dort, was Gott geplant hat, zu sehen, jen unterstellen. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, hier sehe ich Gott. Alles, was ich habe, was ich sehe, die braucht dort für den Wasch von der Gerechtigkeit. Und ich möchte euch eine Geschichte vertellen, und die noch gehen. Das ist verbunden mit unserer Abgabe als Eltern und auch die Erlebnisse von einem Gym. Die heißt Gym, das ist nicht ein Gym, ja, das ist nicht ein Gymnasium, die heißt Gym. Und wo die erleben das, wird an sein Leben, an seine Eier ist, und wo auf morgen früh komplett verschiedene Situationen sein. Erst einmal die Abgabe von den Eltern. Als wir das weiter oder nicht, Eltern holen ein wichtigen Schlüssel an der Hand für die Zukunft von ihrer Kinder. Und das ist der Schlüssel, als die Brücke zu ansehen oder zu sehen. Und das ist der Schlüssel, den die Eltern ihre Kinder als Erwachsene für ihre eigene Familie, für ihre Beziehungen, für ihre Geschäfte, für ihre Dienste, für Gesundheit und für ihre Finanzen buchstäblich zum Wasser halten. Aber ältere Kinder auch den Schlüssel ansetzen und ihre Kinder teilweise innerlich vertrippeln oder hindern, als Erwachsene noch her zu handeln am Sehen und an der Falsch. Gott sein Plan ist, durch uns Ältere Kinder zu sehen oder die nächste Generation. Das ist sein Plan. Er will sehen als Mittel für die Botschaft von das Leben von den Menschen wiederhalten. Anleitlicherweise haben wir unsere Ältere zum Beispiel auch nicht eine Arbeitsbeschreibung, ja, eine Guía de Trabajo oder ein Katalog geschrieben, wie man als Ältere leben soll. Deswegen haben viele von uns, einen großen Teil von uns an der Kindheit, eine Botschaft von Weisen geschrieben oder eine Botschaft, die durcheinander macht. Wenn es unsere Ältere auch nicht eine Anleitung geschrieben haben, abgeschrieben, das macht die so tun und ja, macht die so tun. Wir sind alle Lehrende und von daher ist es wichtig, uns Gedanken zu machen, wo wir stolz wir uns leben und wo wir unsere Abgabe ab. Ein biblischer Titel sagt ein Utleier,
braucht man keine Erkenntnis über die Notwendigkeit zu sehen und Gottes Botschaft zu vermitteln. Gott hat direkt eine Kultur von den Israeliten, Zeremonien, das Systeme von Gottesdienst, von Anbetung, Traditionen, Angewohnheiten in Systeme eingeführt oder eingelascht oder beschrieben von seiner Misatz, die das sicherstellen sollen, dass die Botschaft, die an eine Generation wiedergegeben wird, richtig ist. Und dass das endlich automatisch geht. Dass das nicht jetzt eine Generation zu verfluchen. Wenn das sind Regeln, das sind eine Art von Leben, die das schützen. Er sagt, in Nordamerika, hier im Norden von Nordamerika, hat der Teufel dort in den letzten 150 Jahren systematisch ganz zwei gemacht. Die Zeremonien, die Gottesdienststile, jede Tradition, jede Gewohnheit und jeden anderen Schutzsystem hat er versteht. Dort, was Gott geplant hat, am Sehen sicher zu stellen. Dort ein Fall am Sehen sicher ist. Das Resultat davon ist, dass Ältere, die sich von Tag an unsere Kultur orientieren oder daran halten, wo wir alle leben, Gottes Botschaft von Identität, ja, wer sie in Bestimmung, wie er das hat, nicht mehr an ihre Kinder wiedergeben können, so ist Gott das geplant hat. Was das sehen, die 7 besondere Tiden, die Gott an Israel neergelegt hat, das ist die Anweisung, was dort betrifft, diese 7 Sehenspunkte. Es ist in uns Christen sehr viel verloren gegangen, sodass wir manchmal keinen Unterschied sehen zwischen Gemeinden und zwischen ungläubigen Menschen. Viele Christen denken, dass ihre Kinder gottesfürchtig waren, das ist Gott fürchten, dass die christlichen non-wassen waren, wenn sie für die Kinder beten, wenn sie die eine Gemeinde mitnehmen, wenn sie die auf eine christliche Schule schauen, wenn sie die Bibel lehren, wenn sie für christliche Frieden sorgen, und wenn sie die Leben ertragen. Obwohl diese Dinge sehr gut sind, sagt er, vermittelt kein einziges Ding davon Gottes Botschaft von Identität und Bestimmung. Das ist nicht dann, und das, wo der Mensch ganz klar mitkriegt, wer bist du und für was bist du bestimmt. Und er braucht den Vers, was wir mehrmals brauchen, mein Fall kommt an, uit Mangel von Erkenntnis. Der ganze Nachricht ist aber, dass Jesus Christus als Erlöser gekommen ist, um uns Leben nie zu machen. Und alles war herzustellen. Was das Recht von der Dienstag ist, oder der böse Feind gestohlen hat. Wenn wir Seminare geben, sagt der Autor, haben wir das so viel mal erlebt. Das Vater, das Mamas, das Familien, das Eis, richtig wiederhergestellt worden, wenn sie erkennen, was Gott geplant hat. Wir haben auch gesehen, sagt er, wie sich das ganze Leben von jungen Menschen verändert hat. Als die ihre Eltern vergeben können, Eltern die Kinder vergeben und sich versöhnen können. Er sagt, der Fluch, der bindt, der macht uns fast und sehen, macht los. Und auf ein paar Beispiele, die haben mich sehr angeregt auch, und er sagt, das sieht so folgend aus. Als ich mit einem Ehepaar arbeite, hey, bemerkt, dass viele Situationen und Konflikte nicht einfach bloß der Morgen früh, ab der Ebene von morgen früh gelöst werden können. Viele Konflikte haben ihre Wurzel in angesunde Bindungen, das festgebunden sind an irgendwas, und viele Mal an beide ältere Teile. Dus der Mann, der sich befriedigt hat mit der Früh, an die Schwiegereltern und auch an seine Eltern. Und er sagt, ein wichtiger Gedanke ist, 1. Mose 2,24, dass ein Mann vor der Mutter verloren und sich an seine Früh bindet, und die zwei waren ein Fleisch sind. Ich habe so klar gemerkt, sagt er, dass viele Ehepaare in diesem Bereich eine große Not haben, sich wirklich zu verbinden. So frage ich mal Gott, warum ist das so? Was ist da passiert? Und die Antwort kommt aus der Schrift, sagt er. Und er sagt, man kann, Gott hat an mir gesagt, man kann in keinem Bereich von seinem Leben sich an wem binden,
wenn man sich nicht geleist hat vom anderen. Was meint die Bibel mit Vater und Mutter verlassen? Het leeft niet, zegt hij, dat man unbedingt weit wegtragen muss. Das bedeutet ja emotional, die feilen alles, das Allerhuis verlassen und das ganz verlassen von heute, um sich mit den anderen zu verbinden. Hat nichts damit zu tun, andere verachten, ganz vertragen und geen onzin, sondern loslassen, oder sich lezen. Der Herr fängt mich an zu weisen, sagt er, dass ein Mann in jedem Bereich, wo er seinen Vater und seine Mutter nicht verloren hat, sich an seine Frühe nicht binden kann. So ist es von wichtiger Bedeutung oder von endlich von, das ist eine Wasser für das, was wir weitermachen, dass ein Paar oder ein Ehepaar, Mutter und Vater, auf besondere Art und Weise emotional verloren hat, wenn sie sich befreien. Die nächste Frage, die sich mir stelle, ist, was veranlasst einen Mann oder eine Frau zu verlassen oder nicht zu verlassen? Was sind da für Gründe, die Gedanke ist, was sind da für Gründe, dass manchmal Menschen nicht ihre Eltern verlassen wollen, sich wollen befreien, aber nicht wollen? Und was sind da für Gründe, dass einzig das Handschrie, einzig leben, das einfach tranen sich und machen nicht nass? Es ist ein Muster, sagt er. Aus der Lebensgeschichte von manchen in der Bibel, als ich die Lebensgeschichte von manchen Menschen in der Bibel studiere, und das Leben von manchen Menschen, die ich beobachte in meiner Gesellschaft und die auch in meine Klasse kommen. Die Jansen, die von ihren Eltern gezegend worden, oder gezegend worden wären in der Lage, ihre Eltern op een gezonde Ort te verlaten. En die Jansen, die niet gezegend worden wären, kunnen dat niet, zegt hij. Dat zijn twee zaken die werkelijk zum Nachdenken führen. Und wie Trouble haben, zum Beispiel mit meinen Eltern selbst, oder mit meiner Frau, wenn es dann Eltern mag spielen, oder wenn die Eltern nicht loslassen können, of het nu wenn es Finanzen ist, oder of het wenn es anderes ist. Das ist sehr wichtige Sache. Hij sagt, das ist bloß abfallend, wenn Eltern Kinder gesehen haben und sie ihnen nicht führt, dass sie weiter, wer sind sie, für was sind wir gemacht und wo jetzt mein Leben haben, die können ihre Eltern mit Frieden und alles verlassen, oder mit ferne Ort. Und die das nicht mitgerechnet hat, dann fällt das schwer, ihre Eltern zu verlassen, wenn sie sich befreien. Ich fand nach Ruth, sagt er, dass eine Person in die Bereiche, in die sie gesehen worden ist, die Eltern verlassen, in dem Ehepaar nach sich binden kann. In die Bereiche, wo sie nicht gesehen worden ist das durch jeden nicht möglich. Die Sehen von den Eltern befreit die Identität, dus unsere Identität, die Eltern zu verlassen und sich an einen Ehepartner wörtlich zu binden. Und der Fluch oder der Mangel an Sehen bindet unsere Identität an die Eltern und verhindert so dort verlassen. Es gibt hauptsächlich zwei Reaktionen auf den Fluch von unserer Identität. Und allebei binden eine Person an die Eltern und verhindern, dass ein Anhänger oder ein Binden sich am Ehepartner möglich macht. Eine ist die Entscheidung, sich von den Eltern zu isolieren und an ihrem eigenen Leben zu strecken. Hier ist der Gedanke von, er sagt, seine Menschen können sich von den Eltern nicht lesen. Die treffen an sich die Entscheidung, sie wollen nichts mehr mit Mama und Papa zu tun haben. Er sagt, wenn sie mich nicht sehen, als die Idee, das hat Menschen auch so gesagt, brauche ich ihren Sehen auch nicht. Und auch nicht ihre Anerkennung. Das mich kreiten dann, was sie denken, das macht mich nicht aus. Indem man versucht, die Eltern aus dem eigenen Leben auszuschließen, bindet man sich an den. Man konzentriert sich gefühlsmäßig oder emotional auf die Eltern, wodurch im eigenen Leben oder am Leben vom Ehepartner kriegt die Eigenschaften oder die Sachen reproduziert worden, die man an die Eltern gehasst hat. Wenn ich auf ihr mitkomme, das ist für mich ein ganz klares Bild. Wir haben das selbst erlebt. Viele von das selbst erlebt, dass das einfach Menschen sagen, ja, aber was dann in meine eigene Familie, in meine eigene Tante, aber sagt, ich will nichts als mein Vater. Absolut nicht. Und man erlebt das nachher, man konzentriert sich bloß auf nicht dort, nicht dort, nicht dort. Und man hat keine Vision von, für was will ich leben. Ja. Und man hat uns das immer was sagen, in alle Bereiche. Ja. Wenn du eine Sinn angewandt hast, braucht nichts mit der anderen zu tun haben. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Na, was warst du dann? Man hat es ersatten.
moet het met een zegen erzetten. Wat u loslaat, moet u vallen. En dat zegt Jezus zelfs bij demonen, bij ze jesta. Hij zegt, wanneer een mens bij ze jesta uitgedreven wordt, dan is het fan rein. En wanneer de mens zich niet vallen deed, met een jest, met een woord Gottes, nou je eerste tijd komt de demon terug en kijkt, dat is plus ke limpio. Het is plus fan rein. Voor terug, holt 7 Maya, zegt dan hebben we een rein het huis, wel een aantraatje. En dan zegt God, dan zegt Jezus, met de mensen is het 7 maal schlimmer als verre. Dat wijst ons ständig in de Bibel. Wie waren wie luisteren, en wie dat met wat vallen. En ik mocht dat mal vergelijken met vloeken zijn. En wie zaken luisteren, die ons eigen precht zijn, en wie erkennen dat is niet nur de Bibel, maar dat die luisteren. Maar met wat wel we ons vallen. Met wat we onze danken vallen, onze tentje, onze gemeenschap met God. En omdat we ons vallen, omdat niet onder het ruimte. En dat is eigenlijk de tweede zaak, wat mensen doen als de eerste als een entscheiding, dem zeeën van de oudere nood te jagen. Krijgen dan we lange tijd en we veel dat kost. En eens je zei, dat citeert hij zelfs, wanneer bloos je nog geld verdient, of dat irgendwat bedienen dat leisten kan, of dat je nog mensen naar Jezus vieren wordt, dan wordt het onerkenning krijgen van mijn ouderen en je zeeën worden. Doordat dat man den zeeën van de ouderen nooit jagen deed, bindt man zich aan de ouderen en man is niet vrij, zich om eigen partner te binden. Ik mag hier ook een Beispiel vertellen. Het is in mijn leven ziemlich stark geweest. Dan had ik viele jongens begeleid aan de Richtung. Eentje werd wat 40, eentje weer al 44. Die zachten immer nach de anerkennung van ihrem Vater. Dat er niemand zich schreeuwt. En dat is een schreeuwen naar, man, papa, mij toch maar loven deed. En dat hebben we van klein erleefd, dat hij niet loven deed. En dan zegt je, en irgendwann, hoffentlich als irgendwann wat ik doe, mal papa gaat. En dat heeft zoveel bijspelen. En wie brauchen bloß, wanneer we dat erkennen. En zeggen, ik brauch anerkenning van God, ik brauch klaarheid. Wer zie ik voor God? En wanneer ik dat vind, dan kan ik loslaten. En brauch niet mensen te mij volle kämpfen oder leven. En ik kan erkennen, voor wat wil ik leven, hoe je het mijn leven gaat. Beispiel van Jim. Jim had een bezoek van zijn moeder, oder met zijn moeder, die beide Entscheidungen treffen konnte, hij wil de laatste. Jim zijn vrouw kwam eerst naar mij en bad mij om hulp, zegt de auteur. Het is een Seelsorger. Zij zei dat zij met Jim, zij leven deed, dat hij over eigen een compliceerde situatie ingevierd had. En leven we mes niet meer uithuilen. Zij speelt met dem Gedanken, een man te verlaten. Zij zegt wieder, dat Jim thuis überhaupt keine Verantwortung übernimmt. Dat Jeff bloß nichts, keine Sache, wat hij deed, en wo hij Verantwortung übernehmen deed. En wanneer dat gehoord heeft, hij deed dat trotzdem niet. En hij neemt ook keine Schritt, om ergens wat thuis te doen. Jim zijn vrouw erklärt, dat de bank bald aan wil de huiswasch nemen, wenn ze de tolling niet getold hadden. We hebben hier nog geld. Bloß Jim deed dat niet. Die neemt zich einfach niet tijd om de tolling te maken. Hij kan zijn opgave, maar hij deed de rekening niet betalen. Hij deed hem Gordon niet en op hem Hafen niet. Hij deed dat auto ook niet, de mantenimiento maken, hem daar kunnen. En im winter, wanneer Schneewasch de Schäfle fehlt, deed hij ook niet. Hij laat de dingen einfach toch. Also had de vrouw met veel grenzen de opgave alle übernommen en gedaan, maar ze weer ganz überarbeitet en frustreerd. Eine week later, zegt hij, traf hij Jim. En hij vroeg hem, wat met zijn eigen stand. Hij antwoordde, oh, we hebben ook zo onze hersere en diepe situationen, zoals ieder andere eigen. Maar we leven ons werkelijk en hebben een grote, stabiele eigen. Hij kan mij werkelijk om niets beschweren. De broeder zegt, ik meen, dat tussen zijn verstandnis van eigen en dat verstandnis van een vrouw, er lagen grote welten tussen. Als ik aanvang, Jim, naar zijn fehlende verantwoording aan te reden, en over dat wat zijn vrouw mij berecht had, en zijn plichten aan te reden wat hij doen zal,
Dan zei hij, ik had dat essen. Ik moest endlich veel meer doen, maar ik vergeet het allemaal. En dan arbeiten we German uit aan zijn tijdaandeling. Maar en dan wat we verzachten, hij kreeg thuis niets te doen. Hij nam geen verantwoording. En dan vang ik aan te verstaan, zoals de auteur, de frustratie van zijn vrouw. Dan vroeg we dem Herrn taub am Gebet und sagte, wat is de wortel van diesem Problem? En eines Tages stelde hij ihm ein paar Fragen. Und dann die Frage behandelt sich seine Beziehung zu seiner Mutter. Und dann kreeg hij klare Antwort. Jim war der Zweite von 2 Kindern, dus de jüngste. Und seine Mutter hat das vergetragen. Der ältere Sester, wenn er Sester, ihre älteste Tochter. Alles abgehoben te evalueren. En Jim wil zij van dat verheid dat hij Fehler maakt in zijn leven. En hij zegt, hij wil niet steunen. En wanneer hij wat tijd, het weer niemals kijkt. Ze wordt hem zo ertragen dat hij niet Fehler maakt. En wanneer hij wat helpen tijd, dan jengt Mutter sowieso gaan en schaft dat nogmaals traagt, weer niet kijkt je nog, wie hij dat maakt. Wanneer mama am je bed had een dash rijdt te maken te eten, dan was ze niet tevreden. En rijdt alles nogmaals traagt. Ze vermiddelt hem, ze gaf hem te verstaan dat hij een schrijtelijke mens was. Dat ook Fehler maken furchtbaar was. Geen mens darf endlich een Fehler maken. Jedes Mal, wenn Jim seine Mutter, wenn de Mutter van Jim wat trash deed en am korrigieren deed, dan kritisiert ze hem en zijn hart war diep verletzt. De Mutter bracht een Art Fluch op dessen seine Identität en seine Bestimmung. En ham dat emotional sehr weh. De Jim leert van klein ab, dat hij niets uitmaken kan. Wat seine Mutter gevallen wordt. So dacht hij, het beste was es, nicht verletzt und kritisiert zu worden. Also einfach nicht stehen. Hij werd dan nicht angegrenzt oder uitgegrenzt. Hij had zijn opgave falsch gemaakt en dat deed niet wij. Wanneer Mutter am kritisieren deed, dat hij zo viel weer, dat deed niet ganz so wij als wanneer hij wat gedaan had en dat toch niet goed weer. Wat voor een meisje wordt Jim wel zich zeker als zijn vrouw? Hij vond een wondervolle, gläubiges Mädchen. En hij leeft dat zij en zij leeft am zoals hij wil. Zij leeft am en zij kritisiert am niet. En zij ziet ook niemals wat hij falsch gemaakt had. Zoals zijn moeder dat allemaal gedaan had. Maar dat Jim niemals zijn moeder vergift had, niemals gezegend worden weer van zijn moeder. Jentje helemaal voet van kritiek en hij had zich aangewand, blijf nog steunen en zo het leven leichter. Geen verantwoording nemen, hij wil niet blijven veel. Hij had je nog arbeid, maar thuis deed hij blijf nog. Hij had emotioneel deze erwartung dat iedere vrouw blijft kritiseren wordt wanneer hij wat doet. En dat is een wat Peter nog steunen en met hem zover mijn vrouw is daarmee tevreden. Zij deed dat alle. Hij had deze ongezonde binding tussen zijn moeder nicht abgeleist. En über Jahre hat Jim seine Frau dezelfde rol gestellt. En seine ene Frau gedwungen, so zu spielen, dass er zu leben als seine Mutter, nämlich alles zu tun. Diese unbewusste Angst, Kritik zu kriegen, kritisiert zu werden, hat er, dadurch in den Wasch gegangen, einfach thuis die Abgabe und die Pflichten, die er hat, bloß vernachlässigt. Oder taglassen. En seine Frau hat bloß 3 Möglichkeiten. Erstens, nicht duinen en touchen, waar alles rauf wird. Zweitens, wieder Jim kritiseren, dat hij niet verantwoording übernimmt. En dat drittens, de Abgabe selbst übernehmen en verwas. En zij had de derde Möglichkeit gewählt, einfach alles te doen. Hij dacht nu dat alles in Ordnung was. Maar zij, als vrouw, was ganz frustriert en ganz am Ende. Dat Ergebnis war, dat Resultat war, dat Jim seine Frau gedwungen hat. Eher de rol van zijn moeder te übernehmen, als zijn vrouw te zijn. Hij had dan haar de letzte Kritik en de letzte Fluch reproduziert, den
er an seine Mutter so sehr gehasst hat. Ohne das zu machen, wird Jim immer noch an seine Mutter gebunden und nicht frei. Seine Frau voll anzunehmen oder sich an seine Frau zu binden. Und er hat ein ordentlicher Ehemann zu sein. Erst als er seine Mutter von heute den Fluch vergeben hat, und er das annehmen hat von Jesus, wer er wirklich will, eine Vergebung fand, und seine Mutter sehend, und seine Bestimmung erkennen hat, für was er lebte, war er ganz frei. Viele Ehepaare, dus Jen und seine Frau, haben grote Freiheit und Heilung erfahren, als sie gewisse Klassen nahmen und das erkennen. Viele Mal haben je Ehepaare beide an ihre Eltern noch vast, weil sie ihre Identität, wer sie sind, nicht gesteuert worden sind, und auch wenn man an so angetast hat, dass man einfach selbst lebt, als sie noch wird. Gott hat geplant, dass jeder Mensch wie bestimmte Gelegenheit hat am Leben von seinen Eltern gesehen wird. Omdat hij de boodschap krijgt dat u weet vol best en dat Gott met die een plan heeft. Dus autor brengt een fijne Beispiel van Lukas Kapitel 3, wo hij zegt, wanneer wie Jesus betjetje, dan staat er, en het begaf zich, dat is Lukas Kapitel 3, 21, 22, als zich al het val tafel leidt, dan ging Jesus ook aan en leidt zich tafel, in bed, en dan leidt zich de hemel op, en dan had hij juist vooraf, op aan, en eine charpalische Gestalt, eine sichtbare Gestalt, als eine Duw. En eine Stimme kommt vom Himmel, en die sagt, du bist mein lieber Sohn, und die habe ich Frieden. Und er sagt, Jesus fängt nicht einen Dienst an, nicht eine Abgabe, bevor er nicht diesen Sehen vom Vater gekriegt hat. Und das sagt er als Beispiel auch für uns. Dass wir sehen kriegen und dann handeln können. Und dass wir auch von Jesus handeln, oder sehen kriegen und handeln können, wenn es uns erfällt. Und dann, wo wir abgewaschen sind, gewisse Sachen sind bloß viel schwander, wenn wir nicht sehen gekriegt haben und nicht eine gute Beziehung mit unseren Eltern haben abbauen. Aber wir brauchen diesen Sehen von Gott. Und das ist Gottes Ziel. Wenn Eltern versagt haben, wenn wir selbst versagt haben in unserem Leben, wir können zu Gott kommen und sagen, ich will mit dir im Rennen leben und bitte sehen mir, ich will diesen Wasch können, den du für mich geplant hast. Ich glaube nämlich, dass wenn wir uns Hebräer Kapitel 11 lesen, wie all die Männer und früher, wo Gott sagt, die glauben das, die glauben das, die glauben das. Da hat es viele Mal in sie kriegen die Bestätigung von Gott, dass sie im Glauben gelebt haben. Hier noch zum Beispiel, die im Himmel nicht gehoben war. Das heißt, wenn er lebt im Glauben, er lebt mit Gott, aber vor er wahrgenommen war, kriegt er die Bestätigung, dass er im Glauben und im Gehorsam gelebt hat. Und ich glaube, das ist das, wo wir die Bekehrung kriegen. Wenn ich einmal verstehe, wie das, und wir uns Gott hingeben, sagt Gott, das ist es. Ich habe die nie gemacht. Das ist nie das Leben. Das ist nie ein Mensch. Nu fängt das nie an. Und dann können wir aufleihen, und können wir teilnehmen, und können unser Leben entwickeln. Ich möchte uns das noch einmal verführen, das kriegt von Jesus. Uns Gott hingeben, und diese Bestätigung von Gott kriegen. Ich sehe nu dein Vater. Und wenn wir dann zum Anfang kommen, sie wird so sagen, Jesus ist Mitleiden da. Als wir uns jemals feststellen, kein Vater, keine Mutter kann dort ans geben, was Jesus kann. Und wir können gefällt werden. Mit dort, was Gott für uns geplant hat. Und weil das glauben, weil das annehmen, und weil uns Gott tauern. Und dann, wo wir abgewaschen sind. Und dann, wo trouble das gewesen ist. Und unsere Eltern, ja, haben auch viel gemacht, wenn sie auch von ihren Eltern gewisse Sehnungen oder Prägungen oder Klarheit nicht gekriegt haben. Die machen wieder. Aber wir können das in ihr brechen. Wir können vandaag naar God gaan en zeggen, hier, ik wil mijn gans die hand geven en ik wil zegen geven. En dan we groot mijn kinderen zijn, en dan we altijd zien, en dan we het schaffen, en dan we mensen van mij wat erwarten, ik wil een zegenender mens zijn. Nämlich nicht von mir Segen nehmen, sondern dienen Segen nehmen, empfangen, vorbeten und wiedergeben. Ich will auch dienen Segen nicht bloß darstellen lassen, und sie dann, als wenn ich nicht habe und nicht sie, sondern ich will dienen Segen nehmen, mich fallen lassen,
dat ganz an mij sehen worden laten, vervielfältigen. Nicht als an ein Spätja, sondern verwolten, dass das mehr wird und dass das auf die Ort wiederkommt. Wo zum Beispiel meine Tjenja, oder meine Arbeitskollegen, oder meine Frau, oder mein Mann braucht, omdat die möglich verwaschen können. Mit den Troubles von dieser Welt. Die Welt ist bloß nicht leicht. Und es ist nicht leicht, an Frieden zu leben. Das ist wie am Anfang gesungen. Manchmal muss wie Thronen waschen. Manchmal ist der Los bloß so schändlich gerät. Und alles dreht drauf. Und wir brauchen das, dass andere Menschen uns in ihre Armsvoeten sagen, welche verwaschen. Und es sehen und wir können sehen, wie hier, und Gott wird das ständig Wörtje, Schäntje, dat zich zien kloon. Die sonst da was ist, dat wir da alle gesehen worden. Und wenn das nicht passiert ist, alle Scheinen beschuldigen, dann wir sind erwachsen und wir gehen in den Wasch. Und Jesus wird uns sehen. Und er wird uns nie brücken, wieder in Sehen zu geben. Und ich wünsche das so sehr, dass wir als Christen das Licht sind an dieser Welt. Und dass wir uns so leben in dem Sehen, dass was Jesus sagt, wenn sie ineinander leben, dann wird die Welt erkennen, dass sie meine Jünger sind. Dat er nicht sagt, dat is een schijne Gemeinde, dat zijn ze niet schade Menschen, sondern die worden erkennen, dat zijn Jünger Gottes. Met Troubles, met alles, aber das sind Jünger Gottes. Das sind Jünger Gottes. Ja, Mann an früher, die Gott folgen. Und das wird der Leben bewiesen. Und nicht unsere Leistung. Und nicht unsere gute Seite oder unsere gute Leistungen oder gute Worte. Worte worden viel wiesen, aber wenn wir uns ineinander leben, sagt Jesus, dann wird die Welt erkennen, dass die meine Jünger sind. Noch Gott das redlich sehen. Ich würde ganz schön ein Leid sehen, dann beten.